Es ist heiß. Es ist viel zu heiß. Willkommen zurück hier am folgenden Part bei Pokémon Omega Rubin. Jo, letztes Part haben wir zwar Kurtel gefangen. Allerdings haben wir doch unser Team ein bisschen darunter gelitten. Und jetzt mal schauen, was wir so noch fabrizieren können. Vor allem müssen langsam mal Ziggy und vor allem Tunnel wieder mal ein bisschen trainieren. Ja, Tunnel vor allem deswegen, weil es echt stark werden muss, wenn wir da halt die Pokémon besser fangen können, wa? Mal gucken, finden wir jetzt vielleicht noch einen Schneckmark hier irgendwas? Überhaupt noch ein Item? Nö, war bereits vorbei. Jo, aber trotzdem noch gerne einen schon Schneckmark natürlich, wenn es irgendwo eins hat. Ein Kammer, der gibt es natürlich hier auch. Ja gut. Kann man sagen, entweder Fangen oder Training. Nein! Ja, verdammt, falsche Attacke. Eisenstahl bringt doch nichts. Na gut, zurückchecken nehmen wir hin. Der Zen-Kopfstoß. Zen-Kopfstoß. Zen-Kopfstoß down wohl eher. Oh Mann, Tahanhell. Also auch ungern allzu lange suchen hier. Ich kann zwar eben noch eines aus Alpha Saphir tauschen. Schneckmark, aber. Nee, bis dorthin. Also, wie gesagt, bis es halt überhaupt brauchen, das Schneckmark, wegen der Fähigkeit. Zum schnell Eier auszubrüten, weil, ja, momentan noch gar nicht nötig. Die 4 Punkte, die wir momentan haben und trainieren, sind noch gut so. Die restlichen 2, Barschwa und Kindwurm, die, also mindestens mal Kindwurm kommt vermutlich eher aus Alpha Saphir, und bis wir Barschwa haben, beziehungsweise fangen können, dauert sowieso noch so eine Weile. Also können wir uns ganz irgendwie halt aufs Training konzentrieren, anstatt auf die Züchterei. Und die Zurückhaltung. Oh, jetzt geht's los. Ay, caramba, das war ja klar. Wie kann man nur so ein Pech haben? Pokéball, Flieg und Sieg! Hoffe ich zumindest. Ein Schnellfang. Jojo, die sind am geilsten. Einfach viele Pokémon fangen und je mehr du gefangen hast, desto öfter kommt dieser schnelle Fang. Was allerdings mal eine Premiere bei mir wäre halt das Ganze mal bei einem legendären Pokémon zu machen. Sprich, du wirfst einen Hyperball und direkt erstmal halt bewegen, ist er direkt drin. Weil das hatte ich echt noch nie bei einem legendären Pokémon so einen Fang. Müsste theoretisch auch möglich sein, oder? Gar nicht, dass es irgendwie eine Einschränkung gibt im Sinne von, nö, da gehe ich nicht, da muss irgendwie die Voraussetzung haben. Ich hab gar keinen, wa? Feuerheiler meinte ich, nun gut, gibt's ja keinen. Dann erholt sich, schön, da gibt es noch mal einen ganz kleinen Trank. Und dann, gut, wir haben jetzt 2 Pokémon, geht's noch am Machol, es gibt einen Schneckmark, wie gesagt, ihr braucht es eigentlich noch nicht, das kommt dann alles erst später. Also werde sicher mal noch ein paar machen, wegen speziell Züchterei einzugehen, oder was halt unterschiedlich ist, sprich Züchterei mit, welchen Pokémon halt männlich-weiblich, Attacken vererben, mit Ditos ganz macht, vielleicht sogar ein bisschen auf die DVs achten, etc. Aber das kommt doch eher ein bisschen später. Und halt sogar mit Alpha Saphir. Je nachdem, bei welchen Editionen ich halt die jeweiligen Eigenschaften am besten zeigen kann. Ich bin kein Amateur, der gegen Kinder mit nur halber Kraft kämpft. Kapiert? Naja. Ist doch alles schon kapiert. Der Rubin, was? Der Raubbein, also. Ach du Scheibenkleister, mag nein. Okay, Psycho schwach, hoffen wir mal, dass das mit Ding gut aufgeht mit Fee. Ich bin der Fee. Alter. Also wenn so eine Folge hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein Attack, Alter, was, lernt kann was. Gedankengut, das ist eine geile Attacke. Erhöht Spezialangriff und Spezialverteidigung durch Konzentration ist nur eine Stufe. Trotzdem, das ist schon ziemlich viel, wenn du ein paar Mal gemacht hast, war noch Megastufen so bist.
und dann sagen wir mal, gegen Trainer catchst mit mehreren Pokémon, dann kannst du damit schon sehr viel ausrichten. Die Frage ist bloß, welcher Tag kommt weg. Zaublatt. Ja, die kann ich ja schon früher oder später, wäre ganz, als eine ganz coole Attacke. Konfusstrahl finde ich jetzt eigentlich auch noch geil. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt wirklich einer, der sagt, mit Psycho, also irgendwie Psychotag, zum Beispiel Psychokinese zum Beispiel, groß Schaden zufügen, Gedankengut halt zum Boosten, Konfusstrahl zum Gegner verwirren und dann mit Fee halt noch mich selber heilen. Könnte man machen, wa? Wir versuchen es mal. Und sonst, was ich was anderes machen will. Es gibt immer noch TMs, VMs und natürlich noch die Herzschuppen. Für Erlernen von alten Attacken. Okay. Wer ist hier in der Nähe? Hallo. Na, haben wir schon. Hau ab! So. Und hier haben wir noch ein paar interessante Beeren, hoffe ich mal. 2 Himbeeren. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal sagen, habe ich hier echt Hippie-Beeren gelesen. Wieso? Keine Ahnung, weil ein P und H ist, also natürlich ein P und M ist schon ein bisschen was anderes. Trotzdem, statt Himbeere, Hippie-Beeren. Ich so, hä? Ach, egal, spielt doch keine Rolle. Habe ich hier unten etwas? Nö. Noch eins, war. Hört es eigentlich immer ein bisschen am Geräusch an. Ja. Das war noch ein Kamau. Okay, dann kommt Machalo halt erst ein bisschen später zum Zuge. Ja, ihr seht Route 111. Route 111, sprich die gleiche Route, wie wir schon vorhin waren. Sprich, auch hier gibt es noch einen Eingang zur Wüste. Hier einfach den Nordeingang, der uns allerdings nicht viel bringt. Ja. Denn auch hier haben wir natürlich das gleiche Problem wie zuvor. Der Sand, sprich der Sandsturm ist einfach zu stark für unsere Augen. Oh, wir müssen einen Ast-Trainer. Hab Spaß. Ich überlege gerade. Eigentlich was am geilsten ist irgendwie Atomic oder Chaos zu entwickeln. Aber dazu, Chaos braucht am meisten Punkte. Wobei das eigentlich nicht unbedingt. Atomic wird es natürlich... Was? Leute, ist es auch? Das gibt's nicht, hey. Die Chance war doch so gering. Freunde, seht ihr das? Da beim Namen Atomic Level 26 steht Pokerus. Es hat sich mit dem Pokevirus angesteckt, Alter. Das ganze Team bereits. Das ging ja schnell. Okay, oh, wie soll ich das erklären, Leute? Das ist ja sehr aufwendig, das zu erklären. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen schon wissen. Okay, also was ich ursprünglich erklären wollte, Atomic würde ich noch gerne trainieren, sprich entwickeln lassen, wenn es geht in diesem Part sogar noch, deswegen das gerade mal in Stufe 1. Die haben den Pokerus alle, es ist ja unglaublich. Okay, worum geht's? Pokerus ist... Es ist ein Virus. So, das wurde schon mal erklärt. Wenn wir das nächste Mal in Pokémon Center sind, wir uns Schwester Joy nochmal bestätigen. Es geht darum, also wenn es war so Vorgänger noch, ich weiß nicht, ich habe es seit der 5. Generation keinen Pokerus mehr gesehen. Aber es ist eigentlich so, wenn ein Pokémon einen Pokerus hat, den hat es ungefähr 3 Tage lang. Ist das Symbol Pokerus, nachher ist es nicht mehr infiziert, es ist geheilt. So. Das sind auch, muss glaube ich sogar ein Symbol daneben sein, vielleicht ein Stern oder so etwas anderes, sind Art zumindest, sage ich jetzt mal. Und dann geht es halt darum, was bewirkt der Pokerus überhaupt, weil wie gesagt, es ist ein Virus und er verschwindet wieder, aber was hat er überhaupt gemacht? Ja, solange halt ein Pokémon den Pokerus hat, kann er andere Pokémon auch anstecken. Sprich, nach 3 Tagen, wenn ein Pokerus davon geheilt ist, dann kann er andere Pokémon nicht mehr damit infizieren. Oh geil, Kind- und Drachen-Pokémon. Schauen wir mal zum, ja sag ich mal, zum zeitlichen Verlauf eines Pokevirus. Was macht denn der jetzt genau? Erstmal, natürlich Fee gegen Drache, immer schön anzugucken. Und tschüss, Kinwurm. Ja, der Pokerus macht etwas Gleiche, wie zum Beispiel ein Machoband auch machen würde. Sprich, er erhöht jeweils die EVs. Jetzt ist aber so, der Pokerus erhöht
Der Pokerus erhöht, solange man ihn hat, also eventuell nachher ewig, erhöht er immer alle EVs um das Doppelte. Sprich, es spielt keine Rolle, wenn das Pokémon nicht antrete, es spielt keine Rolle, ob ich noch ein Item trage oder so etwas. Es erhöht die EVs, die ich bekomme, immer sofort um den Faktor 2. Also eben mal 2 halt. Und angenommen, ihr habt noch Machoban als Größte plus Pokerus, plus irgendwie noch Supertraining und sowieso extra EVs bekommt, ey, dann geht das Training aber ratzefatze schnell. Also, ein Pokerus zu bekommen ist eigentlich echt für jeden Trainer, ja, da kann man so sagen, ein Wunschzustand. Weil so natürlich das EVA-Training sehr, sehr beschleunigt werden kann. Das klingt zwar soweit ganz cool, die Ansteckungsgefahr mit dem Pokerus ist allerdings eher gering. Den genauen Fakt davon kenne ich jetzt zwar nicht, aber es ist wie gesagt eher gering. Das heißt, wenn jetzt eigentlich doch sehr, sehr viel Glück noch zu bekommen. Es gibt zwar, oder soll es zumindest mal geben, und gab es mal, gewisse Faktoren im Pokerus sofort ausgelöst haben und eine erhöhte Chance darauf gegeben haben, aber den wirklich zu bekommen ist dann doch, ja, hat doch eine gewisse Glückssache. Ist das auch? Hier ist es ganz vernünftig, ganz verdammt nach Abenteuer. Ja, no du, das ist der perfekte Ort. Das muss einfach eine Geheimstelle sein. Hier ist genug Platz, um eine super tolle Geheimbasis einzurichten. Was bist du für einer? Schöne Augenringe, Respekt, Alter. Howdy, Pokémon Trainer, was kann ich für dich tun? Edwards kann mit mir reden? Come on, dann ist das schüchtern. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Lass uns kurz plaudern. Mein Name ist Johnson, ich stamme aus England, bin 25 Jahre jung. Ich bin so seit 11 Jahren auf der Suche und wandere umher, um meinen Dream zu erfolgen. Was mein Traum ist, willst du wissen? Ein Place zu finden, der nur mir gehört und an den ich hingehöre. Solchen Ort nenne ich die Super Geheimbasis. Ja, im Original ist es noch Geheimbasis, jetzt wird es die Super Geheimbasis. Ich bin all over Höhen unterwegs, um die ideale Super Geheimbasis aufzuspüren und einzurichten. What? Sag bloß, du weißt nicht, was die Geheimbasen sind. Ein Leben ohne Geheimbasis ist einfach zu traurig. Pass auf, Partner, ich kläre dich auf. Are you ready? Also gut, was sind Geheimbasen? Die Kurzfassung lautet Abenteuer pur, und not zur langen Fassung. Geheimbasen sind tolle Orte, in denen dich jeder besuchen kann und wo du dank vieler Deko-Objekte der Welt deine Kreativität zeigen kannst. Und wo wir schon dabei sind, sage ich dir gleich, um den Geheimbasis eingerichtet. Hier, Partner, nimm uns mal das. Oh Mann, der Typ erklärt. Mit dem Move Geheimpower kannst du Eingänge zu versteckten Orten aufspüren. Ab Eingang klingt irgendwie totally langweilig. Deshalb sage ich lieber Geheimstellen, das klingt einfach nur nach Abenteuer. Ja, Adventure, wa? Hier, schau mal her, das hier ist eine Geheimstelle. Siehst du die Ranke an jenem Baum, von dem Baum her abzufallen scheint? Genau, da kann man Geheimpower einsetzen und natürlich kann man es auch noch an Felsen, wir haben bereits mal öfter solche Dinge gesehen, sprich Stellen, wo es halt so ein Loch in der Wand war. Und nach da kann man halt die Geheimpower einsetzen und sich eine Geheimbasis herrichten. Die sehen mitunter immer ein bisschen verschieden aus und so und können mitunter auch an den skurrilsten Orten sein. Tolle Grundriss, wa? Mit hineinwerfen, Deko-Objekt, das war das Auge gereicht, eine Menge gut gelernter Freunde. Die Blutsvorstellung macht mich schon happy. Auch das ist etwas, was ich erst später noch ausführlich zeigen möchte, weil, ja, das beansprucht halt viel Zeit, ist momentan mitten in der Story drin und so, und finde ich deswegen nicht gerade unbedingt passend. Dann spielst du mal den Lauscher, Michael, ich gebe dir jetzt folgenden Tipp. Wenn du fröhlich bist, was? Ja, Yippie geht schon. Übrigens kann ich natürlich immer nur eine Geheimbasis haben, sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel die hier behalten würde, und ich fände einen anderen Ort, wo ich Geheimbasis 1, also Geheimpower einsetzen würde, und sagen würde, jo, die gefällt mir, die will ich jetzt, und würde diese hier würde die hier automatisch abgerissen werden und wir kämen dann mit der Geheimbasis an die neue Stelle. Zu sein, yo, Mann, ja, schön. Bin für dich geeignet, Partner, will ich aber gar nicht. Also eine Geheimbasis, ja, blablabla, einrichten und so. Ja. Das sind eben diese Deko-Objekte, habe ich auch schon öfters gehört, von wegen, dass wir im Spiel gewisse Items bekommen haben, wo Leute gesagt haben, ja komm, ich schenke dies und dieses Deko-Objekt. Kann ganz cool sein. Die sind halt dafür, dass wir halt die ganze Höhle einrichten können, sprich irgendwelche Bodenmuster, Plüschfiguren, ein Bett, irgendwelche Poster etc. etc. Kann man ganz, ganz viel machen.
Und ab jetzt können wir dazu nämlich auch zurück nach Gravelport City gehen, und dort gab es doch am Hafen bestimmte Personen, die gesagt haben, ja, komm wieder vorbei, und du einen Typen von uns getroffen hast und den Geheimpower einsetzen kannst. Das ist eben der hier. So, waren wir auf dem Weg, wa? Tschüss! Ja. Seine Gilde, sprich die Geheimbasengilde, ist halt im Baumhaus, und seht doch, da kommen wir erst nach dem 5. Orden hin. Weil dort, glaube ich, das sogar der 6. Orden ist. Jo, eben noch so. Genug gequatscht, warum ich jetzt schon wieder? Na genau, das ist ein Haus, wo wir uns ausruhen können gleich. Der Pokerus vorhin hat natürlich gerade unterbrochen. Was ich noch erwähnen sollte, habe ich schon erwähnt, von wegen der Pokerus hält nur 3 Tage, nachher ist er wieder weg. Das war ja im Vorgänger, so wie es jetzt hier ist. Müssen zwar gucken, aber ist natürlich ein bisschen doof, weil dann denkst du dir so, okay, ich habe ein Team, ich habe einen Pokerus als infiziert, aber nach 3 Tagen ist der Pokerus weg, ich hätte gerne noch andere Pokémon infiziert. Scheiße, geht das jetzt nicht mehr. Doch, das geht. Dazu muss man allerdings ein Pokémon Pokerus, muss man erst in der Box, sprich auf dem PC und so, ein sogenanntes Konservieren, sprich einfach ablegen, solange es der Pokerus noch hat, noch aktiv ist. Weil dann, solange es halt in der Box ist, geht der Heilungsverlauf nicht weiter. Sprich, er behält den Pokerus auch nach einer Woche, nach 2 Wochen, egal, er behält ihn einfach, solange er noch in der Box ist. Und du kannst natürlich nachher noch weiter Pokémon fangen, aufnehmen, das Pokémon mit dem Pokerus infiziert, aus der Box rausnehmen, ins Team aufnehmen oder neu infizieren, etc. etc. Außer natürlich, es wäre jetzt so gedeichselt hier in Omega Rubin Alpha Saphir, dass auch die Pokémon auf der Box infiziert werden. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber keine Ahnung, das kann natürlich durchaus sein. Oder aber, dass der Pokerus einfach bleibt und das Pokémon sich dann gar nicht mehr heilen kann davon. Das könnte ja auch sein. Ich bezweifle es zwar ein bisschen, aber ja, man kennt es ja. Nix ist unmöglich. So ist nach Pokémon. Oh Mann, hey, hey, du, die Träumerin Timea. Setzt ihr kleines Spoink ein. Spoink, spoink. Jetzt haben wir doch echt den Pokerus, ich kann den doch nicht fassen. Spoink ist der Psycho, wartet mal, Diebeskuss sein. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe Pokerus bis jetzt auf etwa 4 Spielen, also so viel ist gar nicht, wo ich das mal gefunden habe. Weil es wirklich relativ selten ist und das Ganze konservieren und so, vor allem rechtzeitig noch daran zu denken. Siehst du plötzlich, ja, gehst in ein Pokémon Center. Weil in der Regel, du merkst es gar nicht, weil das erste Mal Pokerus überhaupt hatte. Ich meine, gegen das Pokémon Center, wo ich Pokémon heilen lasse, plötzlich sagst du, Schwester Joy, ich hätte irgendwie ein Pokémon mit einem Pokerus. Da zuerst, hallo, bin ich jetzt irgendwie Spiel abgestürzt, ein Virus auf dem Spiel oder was? Da dachte ich gerade, bin ich jetzt? Also, habe das Pokémon angesehen, ja, dann sage ich plötzlich, oh, da ist irgendwie was ganz anderes, Pokerus-Zustand, mal googeln, was ist das so genau? Und dann stand da direkt, dass es eine Krankheit wäre, die zwar ansteckend ist, was von einem Virus halt üblich ist, aber ein so gesehen guter Virus ist, der halt unser Pokémon mehr EVs gibt. Und das ist doch geil, Mann. Meine Atomic, krieg ich mal wieder ein. Atomic wurde erkannt. Oh, ganz böse wurde erkannt. Nein! Was ist das? Wer wieder. Aha. Ich hab mir vorhin überlesen, da hatte ich gelesen, wegen, no, es ist nicht mehr verwirrt, aber es ist ja leider umso verwirrter denn je. Was für eine Scheiße. Atomic. So geht doch. Haben wir doch einen Pokerus bekommen. Hey, was für ein Zug, natürlich so fürs Let's Play natürlich praktisch, weil, wie gesagt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und bin vor allem deswegen umso erstaunter. So, Flunky von Stahl-Pokémon. Natürlich für unseren Viehtyp gar nicht gut. Heißt, wir müssen natürlich ganz schnell ins nächste Pokémon Center gehen, nach Laverselfeld und dort vermutlich sogar irgendwie halt Tanhel konservieren. Halt sie braucht halt in den TMs, VMs natürlich, deswegen wäre es schon klüger, halt das Tanhel vorläufig noch zu konservieren und mit dem Pokémon oder halt zu fangen. Muss halt irgendwie gucken, wie ich das mache. Weil Zurückhaltung ist ja schon eine coole Attacke. So, wenn die jetzt auch.
Ich muss sogar sagen, Leute, das war's mal für heute hier bei Pokémon-Hilfe. Omega Rubin, können wir ganz kurz die ausruhen gehen, denn in diesem Haus ist wirklich praktisch. Wir können uns hier immerzu ausruhen. Kommt eine müden Knochen ausruhen im Haus der alten Dame. Ja, und die alte Dame, die ist sehr, sehr fürsorglich. Und meine Güte, die Pokémon müssen vollkommen erschöpft sein. Oder kriegt das aus? Das ist eine gute Idee, nicht wahr? Ja. Genau, nimm dir Zeit und ruhe dich aus. Okay, danke schön. Hopp, alle wieder fit, cool, wir gehen wieder. Tschüss, Omi. Oh meine Güte, sind die Pokémon immer noch müde? Sollen noch länger ausruhen? Wir sind nicht auch? Nö. Ganz ehrlich, ihr könnt euch hier Ewigkeiten ausruhen. Das könnt ihr 10.000 Mal machen. Wird immer wieder sagen, nur deine Pokémon sehen auch müde aus. Mann, oh Mann, hey. Na dann. Ich würde mal sagen, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei Pokémon Omega Rubin mit dem Pokerus, der einfach unser Pokémon infiziert hat. Der ganz geil ist. Und dann mal gucken, wie es im nächsten Part hier so weitergeht. Mit so einem ganzen tollen Team. Haben natürlich den 4 Pokémon, Jungblut, Kokiri, Chaos und den lieben Atomic. Da haben wir was noch vergessen. Ebetal einschalten für halt Tannhelfer, kann man den noch ein Level hochkriegen für halt Metang-Entwicklung. Und dann wie gesagt, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Ciao zusammen.